Das Archiv des BR-Fernsehens. Hier lagern Filme aus über 6 Jahrzehnten. Teilweise noch auf alten Filmrollen. Eine der ersten BR-Sendungen war die Reihe Abendläuten. Von 1955 bis 1961 filmten Kamerateams in ganz Bayern, 1957 auch in Seligenporten in der Nähe von Neumarkt in der Oberpfalz. Keiner hat die seltenen Aufnahmen des Alltags auf dem Land seitdem mehr gesehen. Digitalisiert nehmen wir den Film wieder mit nach Seligenporten, einem fast 800 Jahre alten Klosterdorf. Welche Geschichten und Schicksale verbergen sich hinter den Aufnahmen? Das alte Tor, durch das man das Dorf betritt, steht noch. Und auch der Dorfplatz ist heute noch gut zu erkennen. Grüß Gott. Ich sehe schon ein bisschen was, aber ich kann natürlich keinen erkennen. Da ist jetzt ein Mädchen. Ja, das ist... Aber es ist jetzt nicht Ihr Vater oder so. Mein Vater ist 1965 gestorben, das könnte eventuell Ja, sein. er könnte drauf sein, ja. Aber ich weiß es natürlich nicht. Naja, Sie würden Ihren Vater schon erkennen wahrscheinlich, oder? Meinst du nicht? Den kenne ich nur für Bilder. Da weiß ich nicht, wo das ist. Die Frauen haben ja alle gleich ausgeschaut früher. Finden Sie? Ja, jeder hat ein Kopftüchel aufgehabt und einen Schurz. Und Massen an Holz. Ja, das ist doch nicht viel. Wir könnten aber jetzt zu der Nachbarin gehen, die könnte Ihnen wahrscheinlich mehr erzählen. Walle, wir brauchen deine Hilfe. Was brauchst Deine Hilfe. du? Ja, bitte. Walburga Lauterkorn gehört zu den Dorfältesten in Seligenporten. So, also 1957. Ja. So, da ist jetzt ein Fuhrwerk. Oh mein Gott. Und noch mit Ochsen. Na, das sind keine Ochsen. Kälbchen. Das sind Kühe. Ochsen Mit hat sich Hörnern. keiner leisten können. Ochsen hat sich keiner leisten können. Ja, ja. Jetzt mit einem Board, ich hab mal gedacht, ist das nicht ein Kloster da hinten? Die ist gar nicht aus der Sache. Ja, ja, das ist der Garten. Unten die Gärtnerei. Da ist man nachgegangen, da haben wir das Gemüse gekauft und alles in dem Garten. Da haben die das angebaut, das ganze Dorf runtergegangen. Und wie war das Verhältnis zum Kloster? Sind Sie da auch mal rein ins Kloster? Nein, das war doch alles, da haben wir nicht reingehen dürfen. Und gibt es noch ein Abendläuten? Ja, Okay. Gebetleuten heißt man das. Gebetläuten. Gebetleuten haben wir das, nicht Abendleuten haben wir nicht, Gebetleuten. Und da haben wir reingemessen. Wenn wir draus gespielt haben und also uns Gebet hat geläutet, dann haben alle reingemessen. Aber das ist halt alles tabu. Aber Sie haben es noch gemacht? Ja, ja, wissen Sie, da haben wir halt nur Landwirtschaft und alles gehabt. Da waren wir abend bis finster, waren es am Acker draußen, Kartoffelkram und alles halt. Was ist jetzt das für ein Haus, Herr Thomas? Das weiß ich nicht. Das Haus müssen wir kennen, da kennen wir die Frau auch da. Also das Kind, also mir ist das nicht bekannt. Ich habe aber einen Menschen, der wo sich da auskennt. Wen? In Fahrgerhard. Der Gerhard, ich probier's einmal. Hast du den seine Weil das war der richtige Mann. Da meldet sich niemand. Leider ist Gerhard Pfeil nicht erreichbar. Und seine Schwester Lissi geht auch nicht ans Telefon. In der Zwischenzeit will Walburga Lauterkorn uns unbedingt das Dorf zeigen und wo der Dorfbach früher entlang geflossen ist. Jahrhunderte versorgte der Bach das Kloster mit Wasser und trieb die Mühle an. Okay, also das war die ehemalige Mühle. Ja, und da ist nebendran der Bach runtergelaufen. Er ist da, an der Seite, da ist er runter, war nun nichts betoniert und gar nichts und da ist er runtergelaufen. Ja, also da, wo der Zaun ist, war der Bach. Also wir stehen jetzt genau hier an der Stelle. Ja, da ist der Bach. Der war ganz schön breit. Von Müllerweiher ist der runtergekommen. Und manche Leute haben gewaschen drinnen, weißt du, da kann man waschen und alles früher. Und dann haben sie ihn halt leider zugemacht und haben da betoniert. Ach, was weiß ich nicht. Ist schade. Beton und Asphalt haben das Dorfbild verändert. Aber wie früher machen sie hier immer noch fleißig Holz. Nur damals hätte es das nicht gegeben, dass man während des Mittagsläutens einfach weiterarbeitet. Das ist die Resi.
Wir gehen auch für den Winter Holz herrichten. Jetzt ist der Winter doch eigentlich vorbei, oder? Wenn man zu viel Holz hat und weiß nicht wohin damit, muss man es überall hinschichten. Okay. Aber selbst gespalten haben sie das nicht. Ja, freilich. Auch Die noch. hauen auch noch. Echt jetzt? Ja. Dann frohes Schaffen. Also, So, und hier ist jetzt der Dorfbrunnen. das ist der Dorfbrunnen, ja. Der Der Thomas. Toni. Das ist der Thomas. Ja, Der Thor. der Bruder ist irgendwann weg. Ach so, und wie ist es hier? Das schönste Dorf. Wirklich? Ja. Warum? Ja. Muss man sich doch nur anschauen. Von der Weite, wenn man herfährt, sieht man die Kirche und jetzt ein Torturm neu gemacht. Immer die Kürber vor der Haustür. Hier geht was. Hier geht was. Okay, ja, super. Danke. Dann alles Gute. Ciao. Das ist doch schön, wenn man mal zufriedene Leute hat. Ja. Also, das ist jetzt der berühmte Gerhard. Ja. Schaut miteinander. Grüß Gott. Grüß Gott. Also ich bin der ehemalige Kirchenpfleger. Okay. Jetzt bin ich nur noch Aushilfsmesner. Und ja, ich liebe halt mein Dorf. Der Walle, Ihr Vater, der war ja Bader. Ach, Ihr Vater war Bader? Ja. Ja, Das haben Sie uns gar nicht gesagt. Ja, das ist nicht wichtig. so eine Mischung aus Friseur und Zahnarzt. Sie ist eigentlich in der immer zurückliegenden Generation, gab es in Seligenporten immer einen Bader. Und meistens haben es die Bader nur Töchter gehabt. Und die mussten dann immer einen auswärtigen Bader wieder heiraten, damit wieder die Stelle besetzt war, faktisch. Der war ein Leichenbeschauer, war er auch. Alles, was da zusammengehört. Ja, und haben Sie jetzt dann einen Bader geheiratet? Na, da sind sie dann in die Stunde gekommen zu uns. Die Oma hat den Kopf gehalten und der Opa hat mit der Zange den Zahn rausgezogen. Ohne Betäubung, ohne allen. Es klopft. Das ist jetzt Ihre Schwester. Meine Schwester, ja. Wo könnte das sein und wer ist da drauf? So. Allmächtiges Mädchen, Milzballon Rasenbinder. Früher ist man ja die ganze Zeit mit dem, Hast du geschaut? Das da ist man ja die ganze Zeit mit Fuhrberg noch gefahren. Also mit Kühen. Das ist auch eine mit Zepf. Weißt du, wer das sein könnte? Die Helga. Oh Gott. Die Helga vielleicht. Die haben keinen so einen Kinderwagen gehabt draußen. Ja, wir waren da noch. Aber so einen Kinderwagen haben wir gehabt. Den haben wir dann umrangiert zu einem Seifenkistel einmal. Okay, du vielleicht. Aber jetzt, Ganz säuberlich getürmt. Ein richtiges Kunstwerk da links. den Ferl seine Frau kann das gewesen sein. Weil die haben immer diesen Holzstoß da noch gehabt. Das habe ich einmal bewundert. Das kann es vielleicht sein. Genau. Die Frau vom Dorngrauer. Ja. Aber wir waren ein ganz ein armes Dorf. Die nur kleine Bauern. Dieses Dorf war ja ein reines Klosterdorf. Alles hat dem Kloster gehört. Da gab es keinen Privatbesitz. Erst als 1803, 1804 so langsam kleine Dünger verkauft worden sind, gab es einen Privatbesitz in Seligenporten. Es gab keinen Privatbesitz. Das Chorgebet. Der Originalton vom Chorgebet ist noch erhalten. Ja, das haut schon irgendwie rein. Das ist, wie die gesungen haben, das war für als Kind und überhaupt, das war so, so feierlich und so stimmig und so toll einfach. War das der Wer war Burkhard? Burkhard. Das könnte der Burkhard gewesen sein. Der, Doch, der doch. war ausnehmend hübsch auch. Warte mal, der war hübsch, also der hat gut ausgeschaut. Die Patres, die waren ja bei uns im Religionsunterricht und haben uns alles Mögliche beigebracht und haben uns auch, waren irgendwie Vorbilder und man hat ja auch angehimmelt. Ja, das war also... Man war ganz ehrfürchtig vor Ich kann mich denen. nur erinnern, die erste Heilige Kommunion haben wir geübt in der Kirche und da waren wir alles so aufgeregt, weil er es mit uns geübt hat. Ja, es war halt so. Diese Pater waren halt einfach tolle Typen. Dabei war Seligenporten Jahrhunderte ein reines Frauenkloster. Zisterziensermönche waren nur zum Schluss knapp 30 Jahre lang hier. Es waren Frauen, die das Kloster gründeten und dem Ort im Mittelalter seinen verheißungsvollen Namen gaben. Dieser Name Seligenporten kommt ja von dieser Klostergründung der Zisterzienserinnen, die ihr Kloster ja Felix Porta nannten, also glückliche oder selige Pforte. Und wenn sie da durchgegangen sind, sind sie schon ein Stück im Himmel.
Also da war vorher gar nichts hier, war nur sumpfiger Boden. Denn das war eine Voraussetzung für die Zisterzienser. Also die Klausur, die Abgeschiedenheit musste eigentlich mitten in der Natur irgendwo sein. Und meistens sumpfig, denn die waren Spezialisten in Teichwirtschaft, in Trockenlegung, in Mühlentechnik und alles, was mit Landwirtschaft zu tun hatte. Die haben uns vieles an Kultur mitgebracht, die Zisterzienser. Also das ist jetzt wirklich noch mittelalterlich. Ja, da kommen extra Leute, die schauen sich nur dieses Gebälk hier an. Nur diese Konstruktion. Sie müssen sich mal vorstellen, etwa um 1250 herum, was das für ein Raum war. Was das für ein Raum ist. Also so war der auch 1250. Der war auch so. Natürlich keine Bänke da. Unaufhörlich beteten die Nonnen im Mittelalter für das Seelenheil ihrer adligen Stifter. Oben im Chor steht noch eine kleine Sensation. Eines der ältesten noch erhaltenen Chorgestühle der Welt. Früher abgeschirmt durch ein Drehkreuz, das profane Menschen nicht durchschreiten durften. Ab hier begann der Klausurbereich, der intime Raum der Nonnen. Und da ist es, das 700 Jahre alte Chorgestühl aus Eiche. Wie durch ein Wunder hat es Brände, Reformation und Gegenreformation, Säkularisierung und Weltkriege überstanden. Sitz- und Stehplätze für 55 Schwestern. Mindestens 9-mal am Tag wurde gemeinsam gebetet. Da konnten sich die ein bisschen anlehnen beim Stehen. Ein bisschen so auflehnen. War machbar. Bis zur Reformation waren es Zisterzienserinnen, später dann Salesianerinnen. Erst 1929 zog zum ersten Mal eine männliche Ordensgemeinschaft ein. Bis zur endgültigen Auflösung des Klosters 1967. Was wurde aus dem alten Wohntrakt und den Wirtschaftsgebäuden? Hallo, ich habe gehört, Ihnen gehört das Kloster. So ist es. Ich bin der letzte Abt. Wie kommen Sie zu dem Kloster? Ja, das ist ja lange. Also so lange ist die Geschichte gar nicht. Das Kloster ist ja aufgelöst gewesen. Ne? Der Abt war nicht mehr da. Also das wollte kein Mensch. Und mein Vater stammt aus Seligenporten. Und dann hat er dieses Kloster dem Abt abgeschwatzt, sage ich mal. Ja? Und dann sind wir da eingezogen, also unter ganz einfachsten Bedingungen. Ne? Aber das nahm die Familie gern in Kauf, denn hier gab es Platz für ihre Leidenschaft, den Reitsport. Den Wohntrakt verwandelten die Bauers in ein Hotel mit Gastwirtschaft und bauten Reitplätze und Stallungen, dort, wo früher der Wirtschaftsbereich des Klosters lag. Das war da unten in der Wiese. Das weiß ich, weil da hat mein Vater immer gesagt, da steht das Hühnerhaus. Und das ist ja ein Mönch, oder zumindest ein Bruder. Ja, und das ist das Kloster, ja genau, da steht die Reithalle. Ja, unglaublich. Also Aber wissen Sie, wen es noch gibt? Den letzten Pferdeknecht vom Kloster. Den gibt's Den noch? gibt's noch, ja. Ludwig Kratzer. Und der wohnt in Roth. Ah, können wir den denn anrufen, ob der vielleicht herkommt? Grüß Gott. Sind Sie jetzt der Knecht? War der letzte Knecht vom Kloster. Ludwig Kratzer war eines von 10 Kindern. Mit 11 gab ihn die Familie ab zu Bauern. Mit 14 wurde er dann Knecht im Kloster. Ins Refektorium, wo früher die Mönche speisten, heute die Stube des Gasthofs, durfte er damals nicht hinein. Ach, mit der Sämaschine habe ich gearbeitet. Und das war die Kreissäge. Ich war auf Räder, dass man die weiter verziehen können. Mit den Wagen bin ich auch gefahren. Na mei. Wahnsinn. Das ist jetzt der Bruder Alexander, der mal die Kühe gemacht hat. Kenne ich sofort am Gehen. Der ist mitten in der Nacht, der hat mal eine Nachtschicht gemacht. 70 Kühe, wenn die gekalbt haben. Was der gearbeitet hat, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der sich so aufgeopfert hat wie der. Das war der frömmste Bruder für alle. Das war ein hochreligiös Seligenporten damals. Alle? Alle. Nach dem Krieg sind die ersten Evangelisten gekommen. Die haben keinen Evangelisten reingelassen. 48, 50 rum. Ist gleich neben dem Torbogen, links ist ein kleines Haus. Und das waren die ersten Evangelisten, die da reingekommen sind zu uns. Das ist der Bruder Albert.
ist auch mal früher straffällig gewesen, welcher weiß, oder hat sich nicht mehr so in der Öffentlichkeit so richtig. Dann ist er ins Kloster. Der hat immer mal ein paar halbe Biergärten gemacht. Der war nur für die Schweine, der hat nichts anderes gemacht. Der hat nur die Schweine gefüttert und versorgt, gemistet und so weiter. Ah, das war der Bruder Leo. Das war der Schreiner. Und der hat seinen Sarg selbst gemacht. Ach, wie er leibt und lebt. Also wirklich ein ganz lieber Mann war das. Leo, Albert und Alexander gehörten zu den vielen Laienbrüdern, die für die schwere körperliche Arbeit im Kloster zuständig waren. Im Gegensatz zu den studierten Fratern und Patres, die Latein konnten, die Messen hielten und sich auf die geistliche Arbeit konzentrierten. Das war die Klostermauer. Und da haben die mittags meditiert. Nach dem Essen oder so. Da ist immer auf und ab. Prima Kerl, die waren lauter, intelligente und wirklich gute Leute. Der Kreuzgang. Ich kann mich nicht ganz gut erinnern. Entschuldigung. Alles gut. Warum sind Sie so gerührt? Ganz tief drin noch. Das war das Chorgebet, die haben das jeden Tag. Das geht einfach da innen rein. Das sind Erinnerungen, die wo da sich festgefressen haben. Ja. Ja, das war schon hier so ein Halt, oder? Auch, oder? Absolut, absolut. Oder was glauben Sie, was das für den Ort bedeutet hat, dieses Kloster? Sehr viel. Damals sehr viel. Ganz viel. Auch wenn niemand mehr in seligen Porten seine Arbeit niederlegt, wenn die Klosterkirche den Abend einläutet, mit der 800-jährigen Geschichte des Klosters ist das Dorf immer noch eng verbunden.